Onze Geschicht schildert die Pilgerreis von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Onze Geschicht Nummer 69. Ditmal vertelt ich noch weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kjoakjen oder Gemeinden, manch die von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Südontario. Wir haben letztes Mal angefangen davon zu vertellen, dass es hier in Kanada, wo wir nicht in mennonitische Kolonien taub wohnen, in einer Familienformen als Familie taub arbeiten können, hier ist das viel schwerer für die Eltern, ihre Kinder gute Lebenswerte mitzugeben für ihr Leben. Davon nur noch ein bisschen mehr. Hier in Kanada ist die mennonitische Familienvater meistens den ganzen Tag nicht seine Kinder ihr Lehrer in der Familienform Schule, so es dort für viele Generationen gewesen ist. Aber er verdient ihnen in seine Familie ihren Lebensunterhalt hier irgendwo in einer Fabrik oder auf einer anderen Arbeitsstätte und kann deswegen den ganzen Tag nicht mit seinen Kindern taub sein, taub arbeiten und an manche Dinge lernen wie seine Arbeit, wo sie einen großen Wert haben für den Mensch sein Leben. Ja, hier in Kanada, wo die mennonitische Familien so sehr verstreut wohnen müssen, da sind ihre Familienverhältnisse so ganz anders, als wir dort von in unserer alten Heimat in isolierte Kolonien gewohnt werden. Hier, ohne die Familienform Schule zu versägen, uns traditionelles altkolonisches System mit seinen Fehlern an und für sich meistens positive Traditionen so schaffend zu merken, als die in unserem Kolonisleben schafften, dort ist für die meisten Eltern nicht leicht getan. Das hat für die Leiders in der Ontario Altkolonie gemeint, besonders in den ersten 24 Jahren, aber auch lauter noch, was nicht so, was 2004 sehr viel und große Schwierigkeiten mit sich gebracht. Hier in Kanada, so weit und breit verstreut man nicht Mennoniten wohnen zu machen, und dann die Familie die mennonitische Lebenswerte, so als Verantwortlichkeit und Pünktlichkeit bei der Arbeit, Sparsamkeit am Haushalt führen und am Wirtschaften, als Familie taub arbeiten und dadurch voneinander zu lehren, gemeinsame Arbeit tun am Dorf und Kolonie und so weiter, und dort dann alle Schatzen lehren und für ihr ganzes Leben anzunehmen, dort merkt sich hier viel schwerer, als wenn alle Familien in Dörfer und Kolonien taub wohnen können, wo alle Familien ihres Glücken zu Nobers haben können, wo alle auch versägen, ihre Kinder dieselbe Lebenswerte aneignen und schätzen zu lehren. Besonders schwierig ist das hier in Kanada auch für die mennonitischen Eltern, ihre Umgangssprache als Familie in Plautdietsch holen zu können, wenn ihre Kinder an den Schulen und auch bei ihrem Gemeinschaft und Umgang pflegen mit den englisch redenden Noberskinder, bloß Englisch reden und dadurch sehr schwind Englisch denken lernen. Und für die uns ist das hier dabei auch besonders schwer, die gottesdienstliche Sprache auf der Länge in Jüdisch oder Plautdietsch holen zu können. Wenn wir in einem Land wohnen, wo unsere Kinder die jüdische Sprache nicht an den Schulen lehren und wo viele Kinder auch die plautdische Sprache nicht mehr gut lehren, weil es an ihre Heime auch meistens Englisch geredet wird. Für die meisten jungen mennonitischen Familien wird hier in Kanada entsteht die plautdische Sprache, die englische Sprache in wenigen Jahren ihre allgemeine Umgangssprache. Ein anderes, wo die Altkolonie ihre Oms und Vorsteher dort in Ontario taub arbeiten und miteinander fertig waren, schwer gemerkt habt und noch manchmal schwer merkt, ist dort, dass die altkolonische Familien, wo aus den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern kommen und von dort aus die viele verschiedene mennonitische Kolonien kommen, vielmals noch so ein bisschen ihre verschiedenen Eigenorten mitbringen, wenn sie nach Ontario kommen. Dann ab jeder mennonitische Kolonie entwickeln sich meistens binnen wenigen Jahren noch so ein bisschen eigene Eigenorten.
En wann diese verschiedene Eigenorten durcheinander tragen in Kanada, dann meint dat wie jeder einer von uns dort hier lehren muss, mit dem nächsten seine Eigenorten fertig zu worden und friedlich zu leben. Noch ein wird dort arbeiten und dort miteinander fertig worden in der oldkolonische Gemeinde in Süd-Ontario ein bisschen langsam gehen gemerkt habt, erst vielleicht auch, dass sie hier für so viele Jahren, die ersten 12 Jahren, nicht ihren eigenen Ältesten gehabt haben. Für eine neue Gemeinde in einem neuen Land, ohne fremde Verhältnisse und Umstände, im Gesellschafts- und im Geschäftsleben in Ontario für so lange ganz von einem Ältesten in Manitoba abhängig zu sein und zu bleiben, dort mögt dort Gemeinde abführen, dort Top-Arbeiten lehren für die oldkolonische Leiter hier schwor. Aber dann endlich, im November 1972, als die Ontario Oldkolonie Gemeinde all 12 Jahre ohne einen eigenen Ältesten existiert hat, wählten sie ihren Prediger Heinrich Reimer als ihren ersten Ältesten. Aber dort Peter Top-Arbeiten lehren kam in Süd-Ontario auch ohne Ältesten Reimer seine Leitung nicht so recht zu einem guten Anfang. Harmonische Top-Arbeiten wird durch seine Leitung nicht erlebt. Im Gegenteil, wird bald offenbar, dass das Älteste seine eigenen persönlichen Probleme hat. Und dort wird so langsam mehr und mehr offensichtlich, besonders für die anderen Oms und für die Vorsteher, dass der Älteste menschliche schwerwiegende negative Charaktereigenschaften an sich hat, von wo Titus 1, Vers 7 in 1. Timotheus Kapitel 3 sagen, dass ein Ältester, wo ein Hüsholer Gottes sein soll, den ich haben darf. Und die merken dort schwer, mit am Top-Arbeiten lehren zu können. Er ging angeschickte Dinge an, wodurch Oms und Vorsteher anfangen, fragen zu werden, ob was er deed, uit echte Motive deed. Besonders als er anfängt, daran zu arbeiten, dass er mit adlige Families top nach Seminole, Texas, uitwandern will. Ältester Reimer zien von Ontario nach Seminole, Texas tragen wollen, verursacht immer noch mehr Spannungen zwischen ihm und den anderen Oms. Und auch zwischen ihm und den Vorsteher. Vor 1978, bei seinen Plänen nach Seminole, Texas zu tragen, offensichtlich klar, dass Ältester, Oms und Vorsteher nicht später top arbeiten und miteinander fertig worden leben, aber dort die Spannungen zwischen ihnen noch immer größer worden. Wir können uns viel vertalen von was man damals von den angeschickten Handlungen hielt. Aber das wird nicht wirklich zum besseren Verstehen von diesem Teil von unserer Geschichte beitragen. Dort sagt es aber, dass die oldkolonische Gemeinde war ohne den Ältesten gekommen wäre, als der Älteste 1978 mit einer Gruppe Familientop nach Seminole, Texas, uitgewandert wäre. Later, wenn wir davon vertalen, dass viele mennonitische Familien von Chihuahua, Mexiko, in diese Oldkolonie-Gruppe von Ontario und Seminole, Texas, anfangen zu kolonisieren, vertellen wir vielleicht noch mehr, auch von ältester Reimer, seinem Schicksal dort und von diesem Port von der damaligen oldkolonische Gemeinde in Süd-Ontario. In dem Jahr 1977 kauften Oldkolonie von Chihuahua, Mexiko und von Süd-Ontario wie Seminole, Texas, ein Fleck Siedlungsland und fangen an, dahin zu tragen. Die Chihuahua Mennoniten, ihre Uitwanderung nach Texas wird nicht von Gemeindenleitern geplant und durchgeführt. Wer dort wie Seminole, Texas Landscheiben und dort nach Texas handreichen in Chihuahua plant, dort wären Gruppen von meistens oldkolonische Bürgers von allen cocktailmogenen Kolonien. Landagenten in Texas hatten etliche oldkolonische Männer von Chihuahua Leben gemerkt, dort die Mennoniten, wenn sie in Texas Land eignen wurden, dort dann leicht wurden vorige Immigrantpapieren
Green Cards merken können. En ook dat de US-regering dan wordt willig zijn aan een Texas schulvrijheden te geven. Aber als viele Families op zo'n versprechungen haben door een groot Fleck Land gekauft hadden en door aangetrokken wären, dan wordt het toch bald klar dat het Immigrantpapieren merken door niet zo ganz einfach zijn wordt. Toen er Immigrantpapieren in de US voordig merken kunnen, brauchten deze Lied nog veel help van de Mennonitischen Zentralkomitee. Wir wollen vielleicht noch mal viel mehr von dem nach Seminole, Texas tragen vertalen. Aber für nu will wir bloß genug davon sein, verstehen zu können, wo durch diese Bewegung in der oldkolonische Gemeinde in Süd-Ontario große Spannungen entstanden zwischen ihren Ältesten und ihren Ooms, und auch zwischen ihren Ältesten und ihren Vorsteher, und auch zwischen ihren Brüdern. So als wir gesagt haben, wären in Süd-Ontario auch oldkolonische Families, die nach Seminole, Texas tragen wollen und auch deuten. Aber da wir dort die Oldkolonie ihr Ältester, Heinrich Reimer, wohnen mit einer kleinen Gruppe Brüdertaub eine Uitwanderung nach Seminole, Texas plant und durchführt. Und das verursacht da großen Abruhr in der Gemeinde. Nicht unbedingt da wären dort Families wären, die nach Seminole tragen wollen, aber wegen ältester Heinrich Reimer sind anschäckelt umgegangen mit dieser ganzen Sache. Als ältester Reimer 1978 mit einer Gruppe oldkolonische Familien taub nach Seminole, Texas uitgewandert wäre, dann wählten die Ontario Oldkolonie sich ihren Prediger Cornelius Kjoakjen als ihren Ältesten. Ältester Kjoakjen war ein sehr begabter Mann, er war ein guter Redner und er wurde als so allgemein geschätzt. Kjoakjens hadden zelfs junge mensen, en dessen ihr Ältester wist dat seine eigene Kinder en ook de meeste andere oldkolonische junge mensen, die al in Ontario abgewassen waren, sehr wenig Hochdeutsch verstanden, weil sie diese Sprache in der Ontario-Schulen nicht lehrten, und die auch thuis nicht lehrten. Und daarbij hat er al angefangen, als er noch mal Prediger war, seine Hochdeutsch uitgeschriebene Predigten in der Plautdietsche Sprache vorzulesen. Er war der erste oldkolonische Prediger in Süd-Ontario, so habe ich das verstanden, wo er mit den Predigten in Plautdietsch verlesen anfängt. Bald fangen auch andere Predigers an, ihre Hochdeutsch uitgeschriebene Predigten in der Plautdietsche Sprache vorzulesen. Die schätzten am Anfang nicht alle Eltern, aber so eine Eltern, die auch nicht gut Hochdeutsch verstanden, die schätzten dort. Wie meine Arbeit in Ontario, wenn ich nie angekommene Eltern in ihre Familie halb mit ihren Immigrant- oder Bürgerpapieren vor sich merken, dann frage ich an manchmal, bedeutet ihr hier all wo an eine Kirche? Und meistens sagen so eine Eltern, ja, wir sind hier all an der oldkolonischen Kirche gewesen. Und wenn ich dann wieder frage, was gefällt dir hier in der Ontario-Kirche dann nicht so gut als in Mexiko, und was gefällt dir hier besser? Dann sehen viele Eltern, uns gefällt dort, dass einige Prediger ihre Predigten hier in Plautdietsch lesen, dann können wir die besser verstehen. Oder sie sehen, uns gefällt dort, dass hier nicht so lang gesungen wird, als wir dort von Mexiko gewohnt sind. Das singt sich hier dann viel leichter. Ältester Kjoakjen war freundschaftlich in seinem Umgang mit Menschen, aber er war ein stark von sich angenommener Mann, was a very opinionated man. Mit wem de andere Ooms und de meeste Vorsteher auch nicht gut arbeiten leerden. Dat wordt bijna 6 Jahren noch war er offensichtlich klar, dass das Älteste eigentlich nicht die Gabe hat, oder dass er nicht all die Charaktereigenschaften so hat, dass sich unter seiner Leitung am Lehrdienst ein gesundes, harmonisches Arbeiten entwickeln kann, und dass sich auch nicht alle Vorsteher sehr gut mit ihm verstanden. Und dadurch kam das dann nach 6 Jahren, im Jahr 1984, auch noch weiter da, dass es in der oldkolonischen Gemeinde in Süd-Ontario zu einer Trennung kommen muss. Die oldkolonische Gemeinde in Ontario spult ab. Von dem Abspulen von der oldkolonischen Gemeinde in Süd-Ontario will wir mal so viel vertalen, als das nötig ist zum Verstehen können, wodurch das nochmal weiter zu einer Spulung in der Gemeinde kommen muss,
Und wo dort dadurch nochmal war zu die Gründung von einer neuen Gemeinde gekommen ist, die New Rhineland Mennonite Church of Ontario. Trotz all der positiven Charaktereigenschaften, die älteste Quering hat er scheinbar nicht die Gabe, in gute Toparbeiten manche verschiedene Gemeinden deiner anzuleiten oder schaffen zu merken. Und dadurch war dort im Jahr 1984 an der Gemeinde allgemein offensichtlich klar, dass er Ältester mit den anderen Oms und mit Ateliervorsteher nicht wieder wird Toparbeiten können. Die wollen nicht mehr unter seine Leitung sein. Der Konflikt zwischen den Bischof oder Ältesten und den anderen Oms und auch zwischen dem Bischof und Ateliervorsteher wird immer noch härter. Die wird mit der Zeit so groß, so angeschickt und so offensichtlich, dass die Polizei da manchmal und sagt, seht ihr beide Seiten einen Vermittler, einen Mediator, und fangt an, ihr zu vereinigen, wenn das noch geht. Denn wir wollen dort in Ontario nicht zulassen, dass wir hier durch Union Street noch ein Ireland kriegen. Wenn dort durch menschliche Uneinigkeiten zu Konflikten und Streit kommt zwischen menschlichen Leidern, dann nehmen viele Menschen Sieden, oder die meisten Menschen nehmen Sieden. So sind viele Menschen veranlagt. Wort stehen an einer Seite bei und andere stellen sich auf der anderen Seite. Und dann, wenn sich die zwei Seiten nicht bald verseinen können, dann werden ihre Uneinigkeiten und Konflikte immer bloß noch härter. Und so wird es auch in dieser Sache. Menschen fangen an, sich anschaulich anzustreiten. Und dann, an einem Abend, raubten mir zwei ukrainische Männer, einer von jeder Seite, kart nacheinander an. Ich glaube, beide Männer wussten nicht, dass der andere mir an dem Abend anraubt, und beide sagten zu mir, die Polizei hat uns gesagt, wir sollen uns einen Vermittler, einen Mediator, sagen und versuchen, Frieden zu merken. Würdest du willig sein, uns Vermittler zu sein? Und ich sehe zu beiden Männern, allein will ich nicht ein Vermittler sein, aber wenn ich dort mit noch wem taub sein darf, dann sehe ich willig, ihr zu halten mit was ich kann. Und beide Männer geben dort frei, dass ich mir noch wem sagen kann, zum Halten vermitteln zwischen ihre zwei Seiten, die sich scheinbar nicht mehr vertrauen können. Hier muss ich für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kjoakjen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Südontario. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.